Hallo zusammen, du hast den Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht nicht gut. Hallo zusammen, da ist der Screech. Ich möchte euch recht herzlich begrüßen hier zum Crowncast Nummer 5. Sind wir ja mittlerweile. Und wir haben vor einer Woche oder so, ist das glaube ich gewesen. Ja, fast zwei, Ja, ja, anderthalb, sogar. 2 Wochen Ja, sind das voll. etwa. Haben wir schon mal eine Runde Crowncast 5 versucht und dann haben wir es halt so ein bisschen auf die alte, chaotische Art und Weise gemacht, was sehr unterhaltsam war. Aber es ist halt einfach fraglich, wie fest dass das nach euch Zuhörer auch motiviert, nach Alben wieder rein zu gucken und darum mal ein neues Format ausprobieren. Ein bisschen kleinerem Rahmen. Breach und ich im Dual. Die anderen hätte ich natürlich auch gerne dabei, aber dann wissen wir, wie es rauskommt. Darum, Es ist ja grundsätzlich lustig, aber halt Ja, wirklich voll. nicht so informativ schlussendlich. Ja, das ist so, das ist so. Nein, ich finde es jedes Mal super, aber eben, man sollte auch ein bisschen etwas bieten. Finde ich eben auch, es wäre Ja. schön. Ja, genau. Und darum war die Idee eigentlich gewesen, dass gewisse Leute halt jetzt momentan nicht mehr ganz so viel Call of Duty spielen. Und die Frage, was gibt es für andere Games, die momentan aktuell sind, was für Games kommen in den nächsten paar Wochen oder sogar Monaten raus. Vielen ist das vielleicht egal, aber der eine oder andere möchte ja doch noch einmal über den Tellerrand vom Call of Duty rausschauen und sich vielleicht auch ein bisschen informieren, was es sonst noch gibt. Ja, mein Call of Duty-Teller ist schon lange am Tisch runtergefallen, darum 1000-mal zerbrochen. 1000-mal zerbrochen, nie mehr zusammengeleimt, einfach gerade wegkehren, die Kübel. Nein, Ja, so das ist hart. eigentlich noch eine gute Analogie. Ja, aber so hart schon nicht gerade. Nein, schon nicht. Nein. Ich spiele sie ab und zu auch noch, aber ich schaue doch immer ein bisschen um, was noch kommt, weil es gibt genug andere gute Spiele auf dem Markt noch. Ja, das ist eben schon wahr. Momentan sind ja gerade 2 Games ein bisschen aktuell. Die wären dann, was bist Also ich bin am Dead Space 3 jetzt gerade dran. Da kommt ja dann noch ein Let's Play zusammen mit dem Colosso. Das macht zwar schon jeder andere ein Let's Play vom Dead Space 3, habe ich gesehen, aber ja. Ja, das ist halt bei so neuen Spielen, bei so Genau. grossen Titeln ist es einfach so, aber Ja. ich würde eures schauen, weil euch kenne ich. Gell, ja, das ist nice. Und du Ja. bringst ja jetzt auch ein Let's Play da, oder hast du es eventuell schon gebracht, je nachdem, wenn ich den Podcast aufbringe? Ja, vom Aliens mache ich das Let's Play, weil du mir ja den Part freundlicherweise überlassen hast. Ja, merci dir. Und, ja, ja, Es wäre ein du bisschen hast es sicher- aufwendig, 2 Let's Plays so am Laufen zu haben. Ja, du hast es schon geschafft. Nein, Alles schon. für einen, der natürlich die ganze Alien-Serie cool findet, die Filme und so, ist das Game, glaube ich, schon das Größte, weil es wirklich halt nahtlos auf den Film übergreift, auf den zweiten Teil. Auch mit Locations und so, es ist alles 1:1 übernommen. Das heisst, wir können am Spiel rumlaufen und wir kennt wirklich die Schauorte vom Film. Wir kennen es wirklich, es ist wirklich geil gemacht, definitiv. Okay, ja, ich bin richtig gespannt. Ja, und Richtig sonst, gespannt. was sonst das Jahr noch kommt, es werden sicher noch ein paar gute Titel kommen, aber eben, wir müssen dann auf Game Messe, glaube ich, auch noch ein bisschen warten im Sommer, das wird auch noch etwas zeigen dann. Yep, Aber ein Ja, Teil vor ist allem ja jetzt schon da bekannt. stimmt. Und vor allem jetzt noch die Info wegen der PS3. Das ist ja Auch so, schon ja. gleich, ja, genau. Das ist ja so. Der Livestream wird er sicher gespannt verfolgen. Ich habe das schon mit einem Kollegen abgemacht, dass wir uns den zusammen anschauen. Ja, das ist cool. Und wenn sie Tatsache wahr präsentiert wird, also ich nehme Also PS4 natürlich, ja. genau PlayStation 4, PlayStation Orbis, was auch immer. Ja, Wenn sie wirklich Tatsache wahr präsentiert wird, dass ich nehme den Livestream zur Sicherheit, nehme ich den auf. Wenn der Cool, ja. präsentiert wird, hocke ich mich gerade am PC und mache gerade das Video und rühre das raus, dass auch die den Livestream nicht gesehen haben, gerade die ersten Bilder sehen. ja, das ist super nett von dir. Ja, mache ich auch lieber gern. Ja, das ist gut. Die Frage ist einfach, ob noch irgendwie mit Copyright oder so, aber ja, das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Nein, ich denke nicht, dass das Problem ist. Ich habe schon so viele Livestreams von Sony gesehen, wo irgendwelche Leute aufgenommen haben und hochgeladen haben. Ja, Und schon ein öffentlicher Livestream. Die Pressekonferenz ist halt nur für die Presse, aber der Livestream ist öffentlich, da kann jeder zuschauen. Wenn er okay, will. umso besser, ja. Ja, am 20. ist das, ja. 20. Februar, mitteleuropäische Zeit, 18 Uhr. Ja, das ist gut. Ja, das ist super. Ist einfach noch nicht genau bekannt, wo noch übertragen wird. Aber das kommt noch. Ja, sicher, ey. Am gleichen Tag kommt auch noch das Crysis 3 raus. Habe ich jetzt gerade gesehen. Ja, das würde ich mir jetzt momentan nicht kaufen, ehrlich gesagt. Okay.
Crysis hat mir jetzt leider noch nie so richtig angesprochen. Ich hatte zwar den zweiten Teil, haben mal runtergeladen gehabt, Mhm. PlayStation Plus gratis, aber ich bin bis jetzt Cool. eigentlich noch nicht dazu gekommen, um ihn auszuprobieren. Ja. Aber es sieht eigentlich schon noch gut aus, was ich gesehen habe bis jetzt. Grafikmäßig ist natürlich Ja, gab es immer. recht cool. Nur der Ja. Multiplayer macht mir ein bisschen Angst. Ja, es ist halt eben mit dem Cloaking, wo die unsichtbar kannst machen und so, Richtig, ja, eben genau das meine ich. schon noch speziell. Aber das ist noch cool, weil man so weit kann springen und kann sehr schnell kann bewegen. Halt auch fast so ein bisschen wie das Halo, neu mit durch. Ja, Ja gut, wenn der Multiplayer so ist wie beim Halo, dann ist es sowieso nicht für mich, weil beim Halo-Multiplayer komme ich nicht klar. Echt. ja man Dann- müsste sich recht reinfuchsen dort. Ja, das glaube ich sofort. Wenn wir schon schnell beim Multiplayer sind, will ich noch schnell Ja. was sagen. Der Ah. Multiplayer vom Aliens ist leider noch nicht aufgeschaltet. Habe ich aber auch noch vor, was zu zeigen aus dem Multiplayer, weil das stelle ich mir noch recht interessant vor. Aliens gegen Marines im Multiplayer. Sicher noch cool und sobald der aufgeschaltet ist, werde ich da auch noch etwas zeigen davon. Ja, ich finde es immer super, wenn sich die unterschiedlichen Rassen oder Gegnertypen halt wirklich noch markant unterscheiden. Ja, das ist halt wirklich markant in dem Spiel. Ich meine, als Alien bist du halt Nahkampf und als Marine hast du halt deine grossen Knarren. Ja, das ist so. So ein rechter Unterschied. Es hat ja auch mal das Alien vs Predator gegeben, wo ja dann auch noch Predator ist können sein. Dort habe ich nur Predator gespielt, nichts anderes. Echt? Ja, das sind die geilsten Predators. ey. Cool, ja. Ja, das ist schon interessant. Und Coop kann man eigentlich auch im Aliens. Coop kannst du ja. Okay. Du kannst einen privaten Coop machen, Ja. bis zu 4 Spieler, wo halt einfach nur Freunde reinkommen. Oder du kannst einfach einen öffentlichen Coop starten, online, wo dir jeder kann beitreten kann. Aha. Und das ist dann der Singleplayer oder sind das spezielle Missionen? Es ist die normale Singleplayer-Kampagne, die du dann durchspielst. Echt? Oh, cool. Ja. Aha. Also ich habe neben meinem Let's Play, wo ich jetzt am Aufnehmen bin, wo ich allein spiele, spiele ich das Spiel Aliens gerade noch mit einem Kollegen zusammen im Coop. Ja, Was schon noch recht witzig ist, es fällt ja auch das glaube ich. viel leichter, das zweite. Recht amüsant. Mochaluchs, oder wie heisst der? Genau, der Mochaluchs. Okay, ja. Richtig. Cool. Aber der ist eben nicht so der Let's Play-Mensch, der macht eigentlich nicht so gern mit. So wie beim Aber- Resident Evil, meinst Ja, das war mehr spontan, gewesen, die Folge 2, 3, die ich dort mit ihm aufgenommen du? Ja, ey. habe. Ja. Ja, das ist cool. Und wenn du einfach den Online-Modus so machst, dass die Leute dir beitreten können, Ja. das habe ich einmal ausprobiert, jetzt, das will ich nie mehr machen. Nie mehr. Immer ein bisschen Spästels, oder? Ja, weißt du, dann läuft einer wieder nicht, dann bleibt er einfach stehen und dann kommst du nicht weiter, weil die Tür nicht aufgeht. Oder was noch viel schlimmer ist, Ja. der andere rennt immer voraus. Und nachher, wenn er einen bestimmten Punkt erreicht hat, dann zieht es Aha. dich einfach zu ihm an. Du stehst plötzlich neben dem und alles hinter dir. Die Waffen zum Aufsammeln, die Marken, was auch immer, Ja. das hast du dann alles vergamed, weil du stehst plötzlich neben dem, nur weil er mit dir vorausrennt und das ist nicht so Ja. lustig. Okay. Ja, das glaube ich. Ja, aber darum ist es immer cool, wenn man es Leute spielt, die man auch kennt. Aber richtig. Ja. Ja. Und Okay, ja. nächsten Monat steht bei dir auch etwas Neues an, ein neues Spiel. Ja, voll. Und zwar das Bioshock. Die Infinity kennst. Ja, genau. und das schon nächsten Monat in dem Fall. 20.03. sollte eigentlich sein, ja. Okay. Ja. Ja, Bioshock, auch grafikmäßig und atmosphärenmäßig finde ich es ganz groß. Mhm. Ja. Haben mir Ja, auch echt sehr cool. gut gefallen, die ersten 2 Teile. Und darum kann man gespannt sein. Dort habe ich eben auch so ein bisschen die Special Edition bestellt. Gibt es vielleicht wieder ein kleines Unboxing. Ja, die lade ich jetzt aus, ich habe nächsten Monat eine andere Special Edition bestellt. Ja, voll. Und die wäre? Ich habe Tomb Raider Collector's Edition bestellt. Mit allem möglichen. Mhm. Da hat es Sachen drin. Mit der kleinen Lara-Statue auch und... Genau, Elina, Ja. eine kleine Lara-Statue. Und wenn du es da auf dem Alcom bestellst, Mhm. hast du noch Kalender und T-Shirt dabei, wenn du Glück hast. Cool, ja. Ich verlose noch T-Shirt und so. Und es ist halt einfach, ich finde sie recht stylisch gemacht in dieser Metallbox. So eine Metallbox, die aussieht, als ob sie da ein paar Jahre vergraben gewesen wäre. Ja, genau. Das ist noch cool und Tomb Raider sowieso. Ich hoffe, dass das ein gutes Spiel wird. Auch wenn so die ersten Bilder, die ich gesehen habe, sieht es eben fast ein bisschen aus wie Far Cry 3 vom Spielprinzip her, was ein bisschen komisch ist für Tomb Raider, aber Ja. es könnte durchaus was sein, denke ich. Ja, also ich hoffe es auch. Weil so die letzten paar Tomb Raider sind ja das schon auch ein bisschen... Also das letzte habe ich jetzt gut gefunden. Schon? Das hat mir Okay. gefallen. Ja, Welches ist das hat das mir gewesen? gefallen. Ist das
das Legend gewesen? Okay. Ich weiss es gerade nicht mehr so genau. Ich müsste Ja. jetzt vorher gehen in mein Regal und nachschauen, welches das letzte war. Sie. Aber mal schauen. Mhm. Ja, nein, das ist gut. Aber ich denke, da wird er sicher wahrscheinlich auch etwas zeigen vom Tomb Raider. Sehr schön, ja. Bin ich auch gespannt. Ja, du kaufst es ja nicht, glaubst du, hast gesagt, Nein, oder? auch nicht. Ja, da kann ich Also, ja. ohne Hemmungen kann ich da loslegen auf meinem Kanal mit Tomb Raider. Muss ja keine Angst haben, ich klaue dir irgendetwas. Das ist eh kein Stress, gell? Ja, ja. Ja, sonst können wir mal ein Dual-Unboxing machen, Dual Unboxing. wo du und ich gleichzeitig das Päckchen aufmachen und dann die verschiedenen Reaktionen. Vom gleichen Spiel. Ja, ja. Ja, hättest du müssen bei der Alien-Version ein bisschen warten. Gell, ja, das stimmt, ja. Ich habe ja, meine erst am glaube, nächsten Tag nicht. gehabt. Ah, Ja, sogar. Ja. Ich bin doch auch immer so nervös, wenn ich so etwas bekomme. Ja, das stimmt. Nein, das ist gut. Also da gibt es vielleicht in Zukunft eine kleine Zusammenarbeit. Bezug aufs Unboxing. Mal schauen. Gehen wir sonst noch ganz schnell weiter. April. Was noch interessant Ja, sorry, tönt- ja, voll. Ja, Bevor was du noch sie da- interessant tönt, sollte auch am 21.03. auf den März kommen, Ja. ist Lost Planet 3. Ja, genau. Also es nimmt mich einfach Wunder, vielleicht ist es so gleich wie beim Far Cry, weil Aha, Lost Planet 1 habe ich super gefunden. genau. 2 habe ich nicht wirklich geil gefunden. Jawohl. Aber wer weiß, vielleicht ist 3 wieder etwas Gutes. Das Ja, ist eine interessante Überlegung, ja. Da schaue ich sicher auch drin, weil beim Far Cry ist es auch so gewesen. Das Far Cry 2 habe ich zum Kotzen gefunden und das 3 Ja. ist der Oberhammer. Also, Ja, da geht es uns gleich. Und das Phänomen kann man ja noch oft irgendwie beobachten. Wobei es gibt auch gute zweite Teile. sicher, da sage ich nichts dagegen. Das ist tatsächlich wahr so, ja. Aha, ja. Ja, ja, mal. Das kann man sicher auch gespannt sein. Spielt ja auch so auf dem Eisplanet irgendwie. Jawohl, ich mag es eben brutal, so im Schnee und im Eis rumlaufen, finde ich super. Darum Ja. finde ich auch Dead Space 3 eigentlich recht geil, Ja, auf dem genau. Planet draussen. Das spricht mir eigentlich schon recht an. Ja, es ist auch wirklich sehr atmosphärisch gemacht. Absolut. Ja, ja, das ist gut. Aber ja. April. Dead Island, Riptide. Jawohl, kommt Ja, noch ob in dir Dead das etwas Island raus. sagt. Genau, genau. Ja, ja. Da gibt es ja so eine übelst kontrovers diskutierte Collectors Edition. Die bin mir echt am überlegen, ob man die bestellen halt du meinst die USA-Version, oder? Einfach wo halt der Frauenkörper, wo der Kopf abgehackt ist und die Arme und so. Nein, das ist eine andere Version. Die Ist das eine andere USA-Version ist Version? eine andere. Hm? Ja, aber die andere Version, die du jetzt da erwähnt hast mit dem Frauenkörper, Ja. die haben wir überlegt, ob wir die so bestellen. Der Alcom hat die im Angebot gehabt, habe ich gesehen. Also ich finde sie geil, ich weiß nicht, was da sollte schlimm daran sein. Ja, sorry. ja. Aber Echt? wegen der Boobs oder so. Das Sind ja immer also irgendwelche, das Spiel ist ja viel schlimmer. Ja, das ist also. Da Ja, kann ich mir doch auch so eine Figur ins Regal stellen. Ich meine, Ja. das ist ja dann nicht mehr halb so schlimm wie Spiel. ja das ist's. Aber eben, Ja, es gibt immer Leute, die ein bisschen nervös werden. immer ein bisschen übertrieben. Ja, ja, das ist so. Auch im April kommt Metro Last Light raus. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, Du das hast dir das ist zu. alles schon. Ja. Weil ich habe auch das Buch gelesen vom ersten Teil. Ja. Weil das basiert ja so eine Story von einem russischen Schriftsteller. Und der erste Teil war eben schon noch cool gemacht, gewesen, das Game. Und Ja. so atmosphärenmässig heisst die Jungs irgendwie schon noch im Griff. Ja, der erste Teil ist leider voll an mir vorbeigegangen, da kann ich gar nichts dazu sagen, leider. Mhm. Gut, es ist eben so, dass vor einer Zeit hat man ja irgendwie ihre Facebook-Page können liken und dann hat man auf Steam gratis können das erste Teil abladen von dieser Story. Ja, das habe ich auch mal gehört. Gehabt. Ja, genau. Ja. Und dort habe ich zugeschlagen und das ein bisschen gespielt und mal. Also es ist glaube ich schon ein gutes Spiel, aber mal schauen, wie die Wertungen und halt... Jetzt weiss ich auch, von wem ich das Allgemein. gehört habe, von dir. Aber genau, ja. Irgendwann habe stimmt. ich mal ein Video gemacht. Genau, das bist ja du gewesen. Ja, scheint's. Scheint's. Ja. Ja, das ist gut. Darum, ja, eben so Games mit ein bisschen Story drin sind aber schon noch cool. Je nachdem, ob man drauf steht oder nicht, natürlich. Muss man schon draufstehen. Ja.
Story ist schön. Ich meine, Story macht Ja. einen Großteil vom Spiel aus, eigentlich, finde ich. Ist aber schon so. Außer man ballert einfach ein bisschen rum. Ja, wie beim Alien. Genau. Wobei die Story ist ja dort schon vorhanden, oder ist es mehr so ein bisschen ein Alibi? Es hat schon eine Story, Ja. definitiv. Aber Ja. ich glaube, was wirklich das Gute ist bei diesem Spiel, ist halt einfach die den Film kennen und den Film lieben, Ja. dass du an diesen Schauplatz aus dem Film kannst spielen. Das ist eben das ganz Grosse bei diesem Spiel, Aha. finde ich. Das sollte man eigentlich fast noch den zweiten Teil mal noch schauen, so. Wenn man den nicht mehr so präsent hat. Also es ist sehr empfehlenswert, ja. Ja. Wenn man die High hat, Aha. bevor man anfängt zu spielen, den zweiten Teil noch schauen, ist wirklich gut. Also ich habe Ja. letzte Woche noch geschaut, so als kleine Vorbereitung, Okay, cool. wieder ein bisschen auffrischen. Ja, das ist nice. Der zweite Teil ist eh super von dem her auch. Der ist der beste, finde ich. Ja. Dem Läuft halt stimme ich am- auch zu. Läuft halt am meisten. Gell? Ja. Ja, und im Mai steht natürlich auch wieder etwas ganz Grosses an auf der PlayStation 3. Wäre der Last of Danke. Us. Ja, genau. Ja, Richtig. Genau. Da habe ich leider die Übermörder Edition habe ich verpasst zum Bestellen. Die ist schon nicht mehr bestellbar am Alcom. Schon? Was ist denn das gewesen? Das ist Last of Us Post-Pandemic Edition Mhm. mit Uhr drin, mit dem Mann und der Mädchenfigur, Steelbook Hülle und weiss Gott was alles. Okay, Comic okay. ist glaube ich noch drin. Und die ist leider nicht mehr bestellbar. Sie haben nur noch Ja. da die deutschen Special Editions im Angebot. Okay. Ja, Wird das habe man ich dann denen von nicht ziehen. mitbekommen. Aha. Ja. Aber das Also Spiel ja, bin ich mit recht die gespannt. Ja, mir die mit der Ellie oder die Ellie Edition habe ich mir vorgestellt. Ah schon, ja, da kann ich Ja, mir ja. die anderen vorbestellen. Ja, voll, wieso nicht? Ja, dann haben Genau, wir das beide. ist gerade eine gute Möglichkeit. Absolut. Dual Unboxing. Ja, klar, nehmen wir beide drauf. Da Ja, das sehen ist die Leute gut. gerade beide Versionen. Das ist exzellent. Im Dead Space 3 hat es auch eine super duper Special Edition gegeben, aber dort hat es nur 5000. Haben sie produziert und die sind so schnell weg gewesen. Ja, also Ist Sachen aber sind teilweise schon noch- wirklich schnell Ja. weg, leider. Ja, das ist schon so. Aber Aber nicht ja, immer. ja. Nein, Nicht eh immer nicht. eben. Aber bei Dead Space ist natürlich das Game mit so vielen Leuten. Ja, eh. Ja, das ist gut. Sonst noch irgendetwas? Müssen wir Ich ein weiß bisschen grad weiter nicht hinter ins mehr. Jahr hineinschauen. Dann eben im Juni ist ja dort auch die E3, da die riesen Gamer-Messe zu Amerika und dort gibt es ja sicher auch spätestens News zur neuen Xbox. Ja, da bin ich eigentlich auch echt gespannt, weil da habe ich irgendwie Ja. noch nicht so wirklich viel Ja, durchgehört oder so. es gibt irgendwie so einen Xbox Community Manager, oder ich weiß so nicht, Major Nelson ist dem sein Spitzname und der macht aber auch so ein bisschen Videos. Und auf dem seiner Webseite ist ein Countdown am Abendzählen und der geht einfach bis zum Bis zum zu. E3-Startpunkt. Ah, Er wird ja. auf Null sein und somit nimmt man schwer an, dass er dort Okay. etwas wird erzählen. Also was ich bis jetzt, ich habe ein paar einzelne Sachen gehört über die neue Xbox. Mhm. Und etwas davon hat mich echt schockiert und ich dachte, das können sie nicht bringen. Mhm. Geht nicht. Sie wollen ja also so wie jetzt Sony auch auf der Playstation, wenn sie ja machen, dass du ja deine Spiele nicht mehr kannst weiterverkaufen einfach so, oder? Ja, genau. Was ich jetzt gehört habe, aber mir gar nicht richtig vorstellen kann, ist, dass du auf der Xbox müsstest du permanent online sein, dass du Spiele kannst spielen. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Ich meine, der Trend ist beim PC auch immer stärker am kommen. Kannst du doch nicht bringen. Es hat jetzt mehrere Games geben, die das auch voraussetzen. Eigentlich ist es auch ein bisschen dumm, weil man tut dann auch die möglichen Käufer eigentlich schon ein bisschen die Anzahl wieder senken, weil eben, ja, es gibt Also- sicher noch Haushalte, die nicht permanent connected sind. Ich will es voll daneben finden. Man kann es doch einfach so lösen, dass wenn du das Game das erste Mal spielst, musst du online sein, dass es registriert wird auf deinen Account. Ja. Danach musst du doch nicht mehr online sein. Das lange Ja, doch das schon ist schon so. so. Ja, das ist schon so. Aber eben, das ist genau das Gleiche. Ich meine, im Diablo 3 ist es der Fall jetzt auf dem PC. Beim neuen SimCity wird es der Fall sein. Die Leute drehen immer recht durch. Es wäre schon interessant, was sich da die Hersteller genau überlegen. Weil es muss sich ja auf jeden Fall lohnen. Das muss sich lohnen für sie, sonst Ja. würde so etwas nicht Ja, machen. genau. Aber es ist schon noch leid. Ja. Ja,
Ja. Aber bin ich auch gespannt, was rauskommt. Mhm. Ich habe, wie gesagt, ich habe eigentlich wirklich gehofft, dass die Xbox vor der Playstation wird rauskommen. Ja, ja. Definitiv. Also es ist eigentlich so, wie ich wieder ein paar Gerüchte gehört habe, ist eine Möglichkeit, dass dann die Xbox halt auf Ende Jahr rauskommt. Ja. Vielleicht zu Amerika, vielleicht zu Europa. Aber dass dann PlayStation 3 gegebenenfalls zu Japan dann noch dieses Jahr rauskommt und dann vielleicht erst Anfang nächstes Jahr dann Amerika, Europa. Du meinst PlayStation 4? Sorry, ihr habt Verhängnis jedes Mal, ja. Das ist schon gut. Ja, das ist so, es wäre also noch normal, dass zuerst Japan dran kommt, 2-3 Wochen später ist schon Amerika dran. Mhm. Und dann kommt natürlich Europa mit 2-3 Monaten später, was ich voll daneben finde. Aber ja, Ja. mich soll es nicht kümmern, weil ich werde mir von beiden Konsolen die Version kaufen aus dem Land, wo zuerst rauskommt. Ja, das ist schon noch gut. Weil die meisten kannst du sowieso auf Deutsch umschalten, die Sprache. Ist immer Deutsch ist schon drin, aber ist einfach noch nicht bei uns auf dem Markt. Also hindert es eh nicht groß, finde ich. Nein, das ist eh so, und ein kleiner Stromadapter und dann passt das alles tiptop. Das kleinste Problem. Ja, eh. Wenn du Aber im nachständigen Laden kaufst, hast du das meistens sogar gerade dabei. Ja, das ist so, ja. Ja, ja. Alcom. Ich habe gedacht, ich sag's nicht. Mama. Nein, es ist eh so. Das ist auf jeden Fall wahr. Und das ist natürlich auch ein geschätzter Service. Absolut. Ja. Mhm. Ja, ja. Eben, man kann gespannt sein. Auf jeden Fall, das GTA 5 kommt ja dann noch auf den alten Generationen. Im September hoffentlich dann. Ja, im September bin ich jetzt auch gerade am Schauen wegen einem anderen Spiel, aber zuerst schnell GTA 5, das ist glaube ich ein Spiel, das sich ziemlich jeder wird zulegen, oder? Was meinst du? Ja, ja, alles schon. Gut, es gibt schon den einen oder anderen, der nicht gerne GTA hat, aber Ich bin schon noch die cool, meisten eigentlich schon. Ja, ja, doch, doch. Oh. Schon ziemlich super. Nicht schlecht. Mal. Und im September kommt dann für PlayStation 3 auch noch Beyond Two Souls raus. Das ist Aha. eben das, was natürlich von der Machart her sollte das ja neue Grenzen setzen. Von der Ja, genau. Charakteranimationen her. Ja, das ist das mit der Schauspielerin, gell, was du letztes Mal schon gesagt hast. Genau, ja. Ja. Mhm. Es leider noch nicht viel draussen von dem Spiel, aber was bis jetzt draussen ist, sieht einfach schon recht geil aus. Ja, das Nimmt ist mich einfach doch noch recht schon... wunder. Mhm. Ja, eh. Du, eben, Schnell, es kommen eigentlich noch so viele Titel raus. Ich weiss gar nicht, ob eigentlich schon neue Konsolen notwendig wären, aber ja. Ja, ja. Wobei man muss halt einfach schon ein bisschen aus der technischen Perspektive das auch anschauen. Und das Problem ist, dass halt die jetzigen Konsolen Fortschritt von Grafik halt schon recht aufhalten. Weil die meisten Games werden entweder für die Xbox oder für die Playstation entwickelt, umgesetzt und dann noch schnell auf den PC geschoben. Und gerade auf dem PC wäre eben heutzutage schon grafisch noch ein bisschen mehr möglich. Und darum macht es eben schon noch Sinn, dass ein bisschen mehr Power jetzt in diesen neuen Konsolen steckt. Und auch wenn es nicht ein riesen Grafiksprung wird sein, es wird halt einfach so viel Zeugs, die ein bisschen zur Atmosphäre beitragen, sein, die Licht und Ja, keine Ahnung, Nebel und halt solche Stuff. Und das wird dann eben schon noch cool. ja, da ist grundsätzlich schon recht. Ja. Ich denke sowieso, es wird nicht so den extremen Grafiksprung geben von den beiden Konsolen. Die wird sicher schon verbessert, aber nicht. Ja, ja. Es wird sicher nicht so einen Schritt geben wie von der PlayStation 2 zu der 3 oder von der Xbox zu der 360. Es gerade so einen grossen Grafiksprung wird geben, glaube ich nicht. Nein, nein. Es hat sich eigentlich auch technisch im Detail zwar viel getan, Mhm. aber eben ja, Grundgerüste sind gesetzt und ich meine, solange das nicht irgendjemand eine bahnbrechend neue Grafikengine erfindet. Es gibt ja schon etwas, ich soll sagen, nein, neu ist es eigentlich nicht. Es gibt schon etwas auf dem Markt, wo noch nicht so viel verwendet worden ist, weil bis jetzt sind da Games meistens mit Pixel gemacht. Ja, Oder? Und da gibt es eigentlich, wie heißt das jetzt? Voxel. Genau, Ja. Voxel. Das ist eigentlich schon eine Ja. geile Technik, aber ist ja noch nicht wirklich viel in einem Spiel drin. Mhm. Es hat vor Jahren, das sind vielleicht 10 Jahre oder noch mehr, jetzt mal ein Game auf dem PC gegeben, das auch schon mit dem ein bisschen experimentiert hat. Und mit dem kann man ja mit relativ wenig Aufwand so riesige Welten machen. Ja, wo völlig veränderbar sind vor allem. Genau, genau. Aber es hat dazu mal noch sehr komisch ausgesehen und wird heutzutage sicher bessere Techniken geben.
Aber aus irgendeinem Grund kommt es leider nicht so zum Einsatz und vielleicht ist es zu kompliziert oder... Eben, irgendeinen Ja, Grund muss es haben. ja, ja, das ist schon so. Weil die Technik wäre im Prinzip da, aber Mhm. gibt es einfach nicht. Ja, ja, das stimmt. Ja. Mal schauen, vielleicht dann plötzlich. Aha. Aber ja, ich Jetzt- meine, neue Rechenleistung kann auch immer genutzt werden, für so ein bisschen etwas zu probieren. Richtig, ja. Und die nächste Xbox kann ihre Rechenleistung auch ein bisschen mehr nutzen, weil sie ja nachher Blu-ray nutzt, so wie ich gehört habe. Da braucht sie keine Rechenleistung mehr für Kompression von dem Spiel halt. Ja, ja, das ist eh so. Wenn ich mich nicht davon hacken. Nein, nein, das ist wohl wahr. Ich kann mich nur daran erinnern, dass für die Xbox noch so ein, wie hat das geheißen? Sie haben auch so eine HD-DVD, ja genau. Ja, Sie haben auch so einen HD-DVD Standard gemacht, genau. habe Und dann ich hast du so einen eine- Film daheim. Ja, aber ja. So einen Player können kaufen, den du dann noch hast können anschließen an die Xbox. Das habe ich den grössten Witz gefunden. Ich habe mir nämlich eine HD-DVD gekauft, Mission Impossible 3 oder so ist das. Ja. Ich Nice. denke gar nicht, es nimmt mich Wunder, wie das ist, weil dort hat es noch keine Blu-ray gegeben, in dem Sinn. Aha. Und dann kann das die Konsole nicht mal lesen, obwohl sie das Laufwerk drin hat. Ja. Dann Ja, habe ja. ich mich da ein bisschen schlau gemacht und ich sehe, ich konnte für glaube ich 300 Franken oder so ein separates Laufwerk kaufen für die Xbox. Völlig überrissen. Und ich muss sagen, willst du mich jetzt verarschen? Ja, ja. Aber eben, sagen wir mal, es ist cool, dass sich etwas durchgesetzt hat, weil das Schlimme bei so unterschiedlichen Standards ist ja eigentlich, wenn dann beide so ein bisschen bestehen bleiben und man dann immer ein bisschen beides muss haben. Das ist Darum ganz ist mühsam. es super, ja, dass das Gut. Blu-ray durchgesetzt und es ist eh besser. Am Anfang hat es aber so ausgesehen, als ob die HD-DVD sich durchsetzt. Okay, Und weißt du wieso? wegen Jetzt der kommt- Spiele oder Nein. Filmbranche. Jetzt kommt eine super Begründung, aber das ist wirklich meistens die Begründung, warum sich ein Format durchsetzt. Die Pornoindustrie hat am Anfang auf HD-DVD gesetzt. Die sind auf HD-DVD umgestiegen und nachher hat man eben gemeint, so HD-DVD wird kommen, weil die Pornoindustrie nutzt das als Medium und das sind ja doch Filme, die sehr viel verkauft werden. Höchst interessant, dass du da so gut auskennst. Ja, mich hat es Wunder genommen, weil Sony Fan, bla bla, mich hat schon Wunder genommen, was kommt, HD oder Blu-ray? Logo. Ja. Drum. Aha, ja, das ist cool. Nein, ich habe keine Pornos. Jetzt sind wir schon wieder auf dem absteigenden Ast. Drum, Ja, das funktioniert, aber ohne die anderen, du siehst. ja, das ist schon so, ja. Ja, ja, es hat Ja, überall ja. so kleine Fallgruben, wo man reingehen kann. Nein, es ist eh cool. Also, aber ja, es wird sicher einiges sehr Interessantes auf uns zukommen, das und Anfang nächstes Jahr. Das Jahr ist auch noch ein Titel von Sony auf PlayStation 3 angekündigt, der eigentlich schon seit Jahren angekündigt ist. Aber es gibt nicht mehr als einen Trailer und wir hat nie wirklich erfahren, um was eigentlich geht in dem Schon. Spiel. Aber PlayStation Home. nein, The Last Guardian. Ja, ja, von den Ico-Macher. Ja, genau. Ja, ja. Die ziehen das Spiel auf, als ob es etwas ganz Grosses und Ja, das Neues wäre stimmt. oder so, aber wirklich viel. Weisst Das eigentlich ist noch das nicht Jahr vom Spiel. rausgekommen, oder was? Es ist wieder mal angekündigt. 2013 soll es auf den Markt gekommen. Es ist aber auch letztes Jahr schon angekündigt gewesen, Ja, okay. dass es 2012 soll kommen und jetzt sagen sie wieder 2013. Und am ist- Schluss tun sie es dann auf der neuen PlayStation 4. Wundern würde es mich nicht. Ja, Würde mich echt wundern. als Launch-Titel oder so. Ja, wieso nicht? Es wäre auch mal etwas Prestigeträchtiges, weil eben Ja, aber Ico. das macht Sony aber ab und zu noch gern, finde ich. Mhm. Weißt du, so die Übertitel ankündigen und dann kommen sie und kommen sie Ja. und kommen sie einfach ewig lang nicht. Ja. Allgemein. Ja, genau so kannst du natürlich auch die Leute ein bisschen, ja, bei der Stange behalten, oder wie du willst sagen, aber es ist halt auch ein bisschen Verarschung nehmen durch, Ich finde es fast wenn ein es lang Verarschung. geht. Ja, ja, das ist Irgendwann habe ich mal die Schnauze voll. Ja, ja, das hat was. Aber eben, dann ist es so, dass man gar nicht mit dem Game rechnet und irgendwann kommt es dann gleich raus und ist dann hoffentlich gut. Oh, mal schauen, wie das wird. Ja, stimmt. Eben, das sind jetzt noch ein paar grosse Titel, gewesen, die wir jetzt aufgezählt haben. Es gibt auch noch Ja, sicher andere dazwischen. Der gut, ein grosser Titel haben wir jetzt gar nicht darüber geredet. echt? Ja. Wo auch noch für Ja, dieses Jahr angekündigt ist, ist das neue Metal Gear Solid, was nicht rauskommt.
Also schon das Richtige, nicht so das mit Nicht dem... Metal Gear Rising, Metal Gear Solid Ground Zeroes. Ja, Sollte rauskommen okay. irgendwann das Jahr noch. Wo ja auch so ein bisschen Open World wird sein, glaube ich, oder? So wie ich gehört habe, glaube ich schon, ja. Ja, Obwohl das Open World tut, glaube ich, nicht jedem Spiel gut. ja, das stimmt aber Es schon. passt nicht zu jedem Spiel Open World. Aber mal schauen. Mhm. Dann auch noch nicht so viel außerhalb von dem Spiel. Also sie sagen auch, dieses Jahr soll es rauskommen. Ja. Gut, du hast ja in Metal Gear auch schon zum Teil so mehrere Lösungswege gehabt, oder hast du dort immer nur von Punkt A nach Punkt B können? Nein, im letzten Teil hast du schon ein bisschen mehrere Lösungswege Ja. gehabt. Das schon. Ja. Aber vielleicht erweitern sie das noch ein bisschen und sagen wir dann Open World. Ja, also wenn sie es richtig machen, ist Open World sicher machbar bei Metal Ja. Gear. Kein Thema. Aber ja, du musst es wirklich richtig machen, weil wenn du natürlich bei Metal Gear einen Auftrag hast und bist zuerst mal Stunden am Weg am Suchen, dann, ja, dann weiss ich nicht recht, ob das lustig ist. Zeit verplempert, ja. Ja, Ja, das ja. stimmt. Ja, jetzt habe ich gerade gesehen, nächsten Monat kommt ja auch noch Army of Two. Ja, das ist wieder so eine Far Cry-Logik bei mir. Far Cry Logik. Ja, Aha, den ersten Teil habe ich geliebt. jawohl. Den habe ich, keine Ahnung, 2-3 Mal auf leicht durchgespielt, einmal auf mittel und etwa 3 Mal auf schwer. Hard, ja. Den habe ich echt geliebt, den ersten Teil. Den zweiten Teil finde ich einfach nur zum Kotzen. Gell, der, ja, Den finde ich so richtig bescheuert. grützig. Und das ist jetzt der dritte Teil in dem Fall, ja genau. Das ist der dritte Teil. Darum eben, Aha. ich weiß es nicht. Darum habe ich auch nichts zu dem Spiel gesagt vorher. Ich Ja. habe es schon gesehen, aber ich dachte, ja. Kann man Weiss gespannt nicht. sein, aber die Idee ist eigentlich noch cool, so ein bisschen Die Idee finde ich recht cool, ja. zusammen und ja. Ein bisschen lang Unterstützungsfeuer geben und... Aber ich habe die Finger eh nicht davon lassen. Ich werde es mir sicher auch kaufen. Ja, okay. Der dritte Teil, weil ich halt einfach immer hoffe, dass der einfach bei so einem Spiel dass der nächste Teil wieder so gut wird wie der erste Teil. Aber ja. Mal Ja, schauen. kann man sehr gespannt sein, ja, das ist gut. Vielleicht kaufe ich mir das auch mal für Playstation in dem Fall. Ja, da kann man im Koop spielen. Gell? Ja, das wäre schon noch lustig, ja. Oder Ja, ich mal, hole das ist mir gut, für die ja. Xbox gerade natürlich auch. Wäre kein Thema. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist gut, das können wir dann auslosen. Ah ja. Aber ja, ich glaube, wir machen da mal Feuer oben, weil es gibt noch 10'000 Games zum drüber reden. Das ist ja so, ja. Da kann man eine Stunde drüber reden eigentlich. Ja, das stimmt. Und ja, wäre froh, wenn wir ein bisschen Feedback würden hören von euch, ob das etwas war oder ob ihr lieber wieder das ursprüngliche Format habt. Lustiger meinst Ja, ja, mal, das kann es schon sein. Das war jetzt Ja. wirklich informativer gewesen, aber nicht unbedingt trocken, würde ich sagen. du? Nein. Trocken würde ich auch nicht denken. Gell? Gell? Aber eben, Nein, aber wir werden gebt, es sicher lesen und hören, ja. richtig, ja, gebt doch einfach mal Bescheid, was ihr jetzt davon gehalten habt, ob es euch jetzt so unterhalten hat, ob es so interessiert hat vor allem. Wäre noch interessant, das ist so. Genau. Also, schönen zusammen. Ja, schönen Tag wünsche ich euch. Ciao zusammen. Arena race. Firework. Ruling the race. Transform boost. Love. Dominate. Ice.
For Jiro, my ancestor. Select an event. Select a tour. Select a career mode. Select a mode.